Hast du nicht fein, wo Gott das auf ihr Recht tut, wie? Sagst du auch an, wo wir schaffen können? Und einen Tag, wo wir können kommen und Gemeinschaft pflegen. Oder dort hat das ihr Recht, wir haben einen Tag zum Schaffen und dann haben wir eine Nacht zum Schlopen, zum Rühren. Gott weiß kriegt, was uns wird neidig sein, was uns fehlen wird, und dann noch hat er dort ihr Recht. Und ich bin dankbar dafür, und ich glaube, Sie sind auch dankbar dafür. Hier wird einmal ein Lied gesungen, das heißt, ich heran und gebe nicht ab. Als ich daran denke, dass dort Lied, das ist ein feines Lied, aber dann kam mir an, das Satz, ich blieb und gebe nicht ab. Hier sich vielleicht ein bisschen fragen, wenn ich sonst sage, ich blieb und gebe nicht ab. Das ist nicht ein Lied. Aber der Apostel Paulus, der sagt zu Timotheus, du überblieb wie dort, was du gelehrt hast, und die anvertraut hast, willst du weißt, von wem du dort gelehrt hast. Er sprach ihm an, er soll wie dort bleiben, und dort will wir auch. Dort will ich mich ansparen, und dort möchte ich ihn auch ansparen. Nicht, was wir irgendwo anders gelehrt haben, aber was wir aus das Wort gelehrt haben. Dort will wir festhalten. Ich las eine Geschichte von einer Gruppe Jugend, wo der pünktlich kommen zum Bibelstudieren. Sie hatten keinen Platz, wo sie dort konnten, so in dieser Kirche, so sie deuten dort büten im Obenen. Und dann wären da immer so eine Menschen, die dann keinen trotzen. Gliedern Steine nur ernt und Spaten über ernt. Aber diese die Leute sich nicht durchreden, die bleiben dabei, die bleiben standhaft, die bleiben fest. Die Gruppe wird geraten, Menschen kamen taub und wird einmal geraten und sie kamen dadurch, dass sie sehen, uns fehlt eine Kirche. Und sie bereden sich, sie würden eine Kirche bauen, sie würden die Krieg auf dem Platz bauen, wo sie am Obenen hatten Bibelstunde gehabt. Und sie würden mit den Steinen anfangen, was die Jäger noch geklettert haben. Und das, was sie hatten angefangen, eine Kirche zu bauen. Paulus, der sagt zu den Korinther, darum, meine lieben Brüder und Schwestern, steht fast, lasst ihr nicht anschmieden. Nehmt immer Tau in jene Arbeit vor dem Herrn. Denkt daran, dass jene Arbeit vor dem Herrn nicht vergebens ist. Das, was diese Gruppe tut, die bleiben standhaft, die bleiben fest. Und die Gruppe, die was. Und weil wir auch so tun, weil wir auch standhaft bleiben, weil wir beten. Vor dem Himmel, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für die Gelegenheit, hier zu kommen, Gemeinschaft zu pflegen. Und wir danken dir, dass wir dein Wort kennen und unsere Märkte haben. Du hast auch viele Städte, wo das nicht schaffen wird. Aber wir hier an dieser Kant, wir haben noch dort verreist und wir danken dir dafür. Und ich danke dir für jeder einen, der gekommen ist. Ich danke dir auch nur für die, die zu den englischen Service kommen wollen und dass die alle können gesehen wurden. Wir beten dort in Jesus' Namen. Amen. Ich weiß nicht, was du an Timer euch gibt, wann wir reden und was ab das Worship Schedule wir, dass wir ein bisschen kalt, dass wir bloß, wer sie ich. Und da jankert mich nicht über zu reden, wer sie ich. Ich kann nur mich kicken, so sei es gewählt, aber nicht, dass ich viel von mir sagen will. So ich da ein bisschen changen und dann sage ich dort, was sind wir in Christus? Was sind wir in Christus? Oder wir können dann ein bisschen anders sein. Wo sieht Gott uns nu an, wenn er durch Christus, durch Jesus kicken wird? Weil wir haben Wort Schrift stehen, Kolosser 3, Vers 12, da sagt dort, wir sind von Gott gewählt und heilig. So dass nicht, dass wir uns selbst haben hierher gebracht, Gott hat uns gewählt und danach, wir sind heilig. Und das Wort heilig, das wird auf verschiedene Wege gesagt. Einmal das meint rein, das andere Mal das meint Apport gesagt. Wir sind nicht von der ganzen Gruppe, die rumgehen und verschiedenste Dinge tut. Zweitens, uns sind unsere Sünden vergeben, Matthäus 9, Vers 2. Das an Jesus seine wird. Uns sind unsere Sünden vergeben.
wir sind angenommen, oder auf Englisch wird als das Wort adopted. Epheser 1, Vers 5. Wir sind von Gott geliebt, 1. Thessalonicher 1, Feier. Wir sind von Gott versiegelt, Epheser 1, Vers 13. So, wir sind Wort in Gott seine Augen. Er hat einen Teil angewandt, dass wir dort sind, dass du und ich dort von dir sind, was wir sind. Und wir können Gott danken dafür. Wenn wir im Alten Testament, in 1. Mose Kapitel 1, lesen, dann fingen wir durch, wo die Menschen merken das. 1 Vers 28, da sagt dort, weil wir Menschen merken, die so sind als wir, die uns legnen. Gott hat uns alle, die was hier sitzen, und so gemerkt, als Gott ist, dass wir am legnen. Das meint nicht eine Gestalt. Ich glaube, hier ist keiner Ben, was mir legnen wird. Und da ist keiner Ben, was John Freiskreis legnen wird. Das ist nicht, wo dort von reden wird, von dort legnen. Aber Gott legnen in Gemeinschaft haben, in Reichtum und Gerechte trachten. Petrus sagt, das steht geschrieben, ich sie herrlich, und da soll je auch herrlich sein. So Gott will haben, Gott sein Plan und sein Verlangen ist, dass wir herrlich sind. Und dann kort engsje wieder im 2. Kapitel im 9. Vers, da sagt er, Sie sind ein ausgewähltes Volk, dem kann ich sein Heiligtum, ein heiliges Volk. Ich weiß nicht, ob wir uns einmal so sehr noch fühlen, dass wir heilig sind, dass wir wirklich ein geheiligtes Volk sind. Aber durch Jesus kickt Gott nur uns. Wenn wir unsere Sünden bekannt haben, wenn wir Jesus haben angenommen als uns persönlicher Heiland, oder wenn ihr ein anderes Wort brauchen, wenn wir weitergeboren sind, dann sind wir dort. Dann sieht uns so Gott so an. Das meint nicht, dass wir jemanden, den wir feilen und in den Raum gehen und sagen, ich sehe herrlich, ich sehe gut. Das ist nicht, was das meint. Mit uns Leben soll wir dort wiesen, aber nicht unbedingt ran und dort so sein. In 1. Mose Kapitel 1, da sind mehrere Stellen, mehrere Dinge, die ich wieder rausheben. Im 27. Vers, da sagte Gott mir ganz herrlich. Und dann im 28. Vers, da sagt er, Gott sehend an, das meint den Morgen und die Früh, was wir in Vers 27 lesen dann. Er sehend an und sieht fruchtbar und vermehrt jünd. Und das ist, wo alle Menschen herkommen. Und Adam und Eva wären die Zeit noch mal bloß durch. Und dann hat er vielleicht noch nicht einmal durch, aber Gott sieht das dann auch. Aber dann im letzten Vers in dem Kapitel, im 31. Vers, da sagt er, und Gott sagt, alles, was er gemerkt hat, und dort wir sehr gut. So, ich habe bloß eingerückt gehoben, bloß die Menschen, aber das sind ein Teil Dinge. Das Licht, die Sonne, der Mond, die Sterne, das Wasser, die Erde, die Bäume und alles. Und als Gott kicken wird, was er gemerkt hat, dann sieht er, dort ist sehr gut. Und wenn ihr dort wohnt, dort ist sehr gut, dort kommen du und ich auch unter. Gott merkt uns so, dass er nur uns kicken wird und wirklich froh wird, so als er uns gemerkt hat. Dort wir sehr gut. Aber wir wissen alle, dort bleibt nicht den Weg. Da kein wer mag, wo dort verdorben wird. Gott hat auch Engel gemerkt. Gott hat viele Engel gemerkt, aber wir haben bloß verwendet, dass wir Nomen haben. Und einer von denen hat den Namen Lucifer. Und hier nur dann wird dort ein sehr stromer Engel. Jesaja schrift davon, Kapitel 14 von Vers 12 und da mehrere Versen, ich werde lesen. Und da sagt er, so steht, wo bist du vom Himmel gefallen? Du wirst so ein Tag am Morgen stieren. Du dachtest in den Hort, ich war im Himmel fahren, hecher aus Gott seine Stirn sind durch mein Thron abstahlen. Ich war bat boven in de Wolken gehen und war durch sein aus der Allerhöchste.
En aan de 15e vers stort eerste woord als Ober. Aber nu bist du aufgebracht, bot de Grever, du bist bot in de diepste afgrond gekommen. Weet je, Lucifer wie een strome engel en hij dacht, hij wordt boven God gaan, hij wordt nog groter zijn als God is. En dat schafft niet. En daar wordt hij uitgestaat, hier op de Erde op. En dat is wat van der Satan is. En daar is dat wat dat verdorven deed. Hij wist dat nu, den Himmel had hij verdorven, dat kon hij niet in nemen. Jeder Mensch, wat zijn Sünden bekannt, der kann im Himmel nehmen. Aber ich kann auch nur nicht gefangen, dass Satan irgendwas tun kann, dass er im Himmel nehmen kann. Und weil sie dort wisst, dass er nicht im Himmel nehmen kann, er lernt uns dort nicht, er lernt mich dort nicht und er lernt die dort nicht, dass wir nehmen kommen. Und dann sieht er sich, okay, da muss ich nicht mit den Menschen schaffen. Da muss ich da nicht was bringen. Und das ist, was er da, wenn wir in 3. Kapitel lesen, in 1. Mose, wo er nur einfach, Adam und Eva kam und verfehlen und die Sünde in die Welt bringen können. Das schafft. Er konnte die Sünde in die Welt bringen. Und die Gemeinschaft zwischen Adam und Eva und Gott, die wir gebrauchen. Das wir nicht mehr da. Und das bleibt nicht da. Die Sünde ist über alle Menschen gekommen. Über mir und auch über jeder einen, was hier bei uns saßen hat. Auch über die meist 8 Billionen Menschen, die auf der Welt sind. Die sind das auf alle Menschen gekommen. Paulus sagt zu der Römer, da ist kein Unterschied, weil alle Mann gesündigt haben und darum kalt kämpft, was er bei Gott sein soll. So, wir kommen alle kalt. Nu muss Gott was tun, dass er das konträr merken und wir wollen nicht alle zu sagen, nur dort gehen. Aber Jesus, der kam und der starb für mich und für die, und dort wir weiter können gerecht sein. Aber Gott hat Menschen gemerkt, so als wir, dort Gott wir, aber dort hat so tun verdorben. Aber durch Christus können wir weiter gerecht worden. Dann können wir weiter aber durchkommen, dass wir gerecht sind. All die sich lassen von Jesus im Blut reinigen, die sind die, die gerecht sind. Da waren 3 Gungen, wurden nur das Wort heilig. Die sind heilig. Sonst hat Gott geschafft, die Welt zu merken. Und er sieht, dass wir sehr gut. Und dort wurde er nicht lassen von Satan verdorben. Er rechnet die Welt so viel, dass Johannes sagt, dass diesen Weg 3:10 und sei bekannter Fall. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen einzigen Sinn gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Gott rechnet dort viel, was er gemerkt hat. Und er will dort bleiben. Weet je, de Fabrik, wo Korn gemerkt worden, wenn die Korn vor dich haben, die fielen die Rüt und die verkeipen die, und dort stehen sie auch nur abzupassen. Gott ist nicht so. Gott, der bleibt und der passt ab und der schafft damit, dass die nicht können, was gerecht sind. So tun sie im Plan, wir an seine Hallen zu retten. Er kann das nicht ernähren und er lernt uns das nicht. Er lernt mich das nicht und er lernt die das nicht, dass wir das nennen können. Aber Gott hat seinen Plan all vor sich, was er wird tun, ehe er die Welt gemerkt hat, ehe er die Welt im Grund gelegt hat. Paulus, der Schrift zu der Epheser Kapitel 1, Vers 4. Ehe er die Welt im Grund legt, hat er uns all bestimmt, in Christus seine heilige, schuldfreie Kinder zu sein. So dass wir all ehe die Welt gemerkt hat, dann hat er das all durch Christus bestimmt. Gott ist ein Gott, der alles weiß, was ist, was wir und was noch kommen wird. So er wisst das alles, was passieren wird. Und da werden er seinen sehen. Er leitet ihn aus dem Himmel raus, aus seiner Herrlichkeit. Und dann kam er hier bei ihr, dann war es so, als
Mensch geboren, zoals du en ik. En dan zegt Jezus zelfs in Lukas 19, vers 10, die Menschen zijn als gekommen te zieken en selig te maken, die verloren zijn, zodat wir Jezus zien komen. En Johannes die zegt so steht, hey, dat meint Jezus wir in dieser Welt. En die Welt wir dich am gemerkt, en die Welt kann dan nicht. Hij kwam nur de Sinje, wat worden de Juden gewas zijn zu der Zeit, aber die Sinje nehmen am nicht an. En hier haben wir das Wort über, der 12. Vers, der sagt, über all die am abnehmen, en an seine Namen glauben, geeft hij dat recht, Gott seine Kinder zu worden. All die, wat an am glauben leiden. Dat sagt nicht, all die, wat weit ran leiden, oder wat eens veel wat leiden, aber die, wat an am glauben leiden. Dat kann irgendwer sein, dat kann der reichste Mann sein auf der Welt, und dat kann der armste Mann sein, oder Person sein auf der Welt. Johannes, der Dieper, der sagt einen Tag, als Jesus sagt, als ich habe kommen, kijkt, dort ist Gott sein Lamm, wat de Welt ihre Sünden wegnehmen wird. Wat de Welt ihre Sünden wegnehmen wird. Wenn die weg sind, dann sind die weg, dann ist da nicht mehr von. David, die Schrift in Psalm 103, Vers 3, die all unsere Sünden vergeben wird. Hier ist ein kleines Wort, mank, all. Und dort hat eine große Bedeutung. Dann sagt er im 12. Vers, so wie aus der Osten vom Westen ist, nimmt er unsere Sünden von uns weg. Und weißt du, dort hat noch keiner ausrechnen, wo weit der Osten vom Westen ist. Wenn wir würden mit einem Airplane im Westen fliegen, eine ganz arme Welt fliegen, wo da von dort kommt, da würden wir noch immer im Westen fliegen sein. Da ist kein Eng. So weit nimmt Gott unsere Sünden von uns weg. Und dann sagt der Prophet Micha, er wird unsere Sünden, er wird all unsere Sünden in das tiefe Meer schmieden. Die Schwester, wir haben versprechen, was wir vielleicht schwer verstehen können, dass Gott die Sünden wird so weit wegnehmen aus der Osten vom Westen ist, oder in das tiefe Meer schmieden. Er guckt noch ab, wo tief das ist, aber ja, ich das für jeden. Und mir steht von 14.000 Schau. Aber das darf vielleicht nicht reich sein. Aber in der tiefe Meer, da schmiert Gott unsere Sünden nehmen. Unsere Sünden sind wahr. Büter, wir holen uns die Träge. Andere können nicht. Aber wir möchten das können, uns die Träge holen. Aber dort will Gott euch an, dass wir sollen unsere Sünden Träge holen. Jemand sagt mal, und das ist nicht in der Bibel, aber Gott stellt uns sein ab, nur Fishing. Das meint so viel, wir sollen nicht zurückkicken und nur unsere Dinge kicken, was uns schein gewonnen haben, was überreicht werden. Da sollen wir uns nicht anholen. Unsere Sünden sind wahr, weil Gott hat was Besseres im Plan für uns. 1. Thessalonicher 2, Vers 12, da sagt er, die sind von Gott zu sein Reich in seine Herrlichkeit gewählt. Dort ist, was Gott erwarten hat von mir und von dir, von seiner Herrlichkeit zu leben. In Epheser 1, Vers 5, da sagt Paulus, Gott hat dort vorherbestimmt, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will, als seine Kinder. Das deutsche Wort annehmen, das ist im Englischen adopting. Und von der in unserer Zeit, vor vielen Jahren, all das passiert, dass ein paar Leute sich ein Kind adopten. Ich weiß nicht, was hier so eine Mangel sind, ich kann nicht alle gut genug. Ich kann ein paar Leute, das wären unsere Freunde in Manitoba, die ihre Kinder, die dürfen sich ein Kind adopten, ein Jung von Äthiopien. Und dort wir mit viel verbunden. Zweimal müssen sie dort
da wir ins nach Äthiopien fliegen. Und das kostet dann viel Geld, aber dort hat keiner gehört, wie viel Geld. Aber dort kann man sagen, dir. Aber weißt du, den Jungen kostet nichts. Er kriegt alle Rechten. Als der Adoption nicht fertig wird, dass er jung wird, das wie ein dunkler Jung, dann hat er kriegt die Rechten, was der andere Jung, was sie all haben, was er jung wird. Der wird kriegt dort oben, was da. Am kostet nichts. Und so ist das auch mit mir und mit dir. Uns kostet der Lesung nichts, aber Gott kostet sehr viel. Der kostet ihm sein bester Sehen, sein einziger Sehen. Wir haben eine Geschichte im Alten Testament, und ich glaube, die wollen alle damit bekannt sein, von zwei Brüdern, Twin Brothers, Jakob und Esau. Die kamen sich gegenüber, wenn dort wir so, der Älteste, die würde den Segen kriegen vom Vater, wenn der ist alt wird, und der würde doppelt so viel Ohren als der andere. Wenn der mehr Kinder wären, dort wir immer, der würde doppelt so viel als der andere. Hier wären immer zwei, aber da würde doppelt so viel Ohren als sein Bruder. Aber sein jüngerer Bruder, mit der Hilfe von seiner Mama, konnte dort herumdrehen. Der Vater war alt und der war blind und der konnte so merken, dass das jüngere Bruder den Segen kriegt. Und dann wird er ein Hut zwischen den beiden und dann muss der jüngere Bruder verloren. Er ist weg, nur seinen Onkel, und wir da vor 20 Jahren, er befriedigt sich da, hat eine Familie und hat viel Fei, was er hat. Weil er 14 Jahre hat gewesen für seinen Schwiegervater und dann nach den ewigen Jahren für sich selbst. Er war sehr reich. Aber er wollte sich versöhnen mit seinem Bruder. Er milk ab und trug träg, wo sein Bruder war mit seiner ganzen Familie, mit alles, was er hat. Und dann, als er hingegangen ist, wir in einer Nacht, dann stahl da Dinge zu sehen, was er seinem Bruder als ein Geschenk geben wird. Und das ist, was die Bibel sagt. Er nahm 200 Kosen und 20 Berg, 200 Schob und 20 Berg, 30 Kamelen mit ihre Junge, 40 Kühe und 10 Balles und 30 Esels. Dort sind 550 Beister, was am dort kosten deed, mit seinem Bruder Frieden merken. Aber sein Bruder kostet nichts, der wird bloß recht dadurch. Ich tue nicht, wir sind für einen dearen Preis betont. Wir waren auch recht, aber nicht im Finanziellen, nicht mit Geld, aber mit dem Recht, was wir in Jesus haben. Der Hebräer schrieb in Schrift 12,28, willst wir ein unbewegliche Dreck kriegen, weil wir dankbar sind, Gott deinen in mit Hochachtung und Furcht. So wir haben ein Recht, was wir nicht zu bewegen geht, was wir nicht geht, was andere uns nicht können, fortnehmen. Und dann dort erst noch eine Belohnung bei, so ist Paulus schrieben das zu Timotheus, dort gibt eine Krone. 2. Timotheus 2, Vers 8, dort wie aus Paulus nur dann ein von seinem Leben kommen, dann schreibt er das. Von mir liegt eine Gerechtigkeitskrone, die der Herr, der gerechte Rechter, mir geben wird an jeden Tag. Die kriegen nicht bloß ich, aber all die sich freuen, dass der Herr wiederkommen wird. So jeder einer hier bin, oder wer dort online hier oder wo immer unterwegs ist, wer sich freuen, dass der Herr Jesus wird noch wiederkommen, der kriegt die Krone. Hier nannt Paulus eine Gerechtigkeitskrone. Petrus nannt dort eine Ehrenkrone, wo er nicht verwalten wird. Weet je, een kennik von der oder keine jen, der hat vielleicht eine Krone auf dem Kopf. Aber das ist nicht so eine, was er für immer bleiben wird, even wenn der von Gold hat. Diese Krone, was wir kriegen wollen, die wird nicht verwalten, die wird nicht verrosten, die wird nicht verkommen. Das ist, was wir wollen kriegen. Wenn wir kicken auf unsere Erlesung, wo schafft es und wo sind wir dazu gekommen,
dann sei wir dort erkämpft in 3 Stufen. Erstens, von Gott seine sieht wir dort all vor dich, ehe die Welt den Grund lädt. Ich will ein paar Versen lesen von 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 und 2, da sagt das so. Am Anfang mir Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde hat noch kein Geschick und kein Leben. Und über dem Ozean wie alles stockdiester. Und Gott sein Geist bewegt sich über das Wasser. Das, wo dort dann wir, als dort was anfangen wird. Aber Paulus, der sagt, ehe hat die Welt den Grund legt, hat uns bestimmt, in Christus Jesus seine Kinder zu sein. Entschuldigung. So zu sagen, dass das noch stockdichter wir auf der Welt, als noch nicht wir, als die Welt noch nicht ein Geschick hat, dass das geschrieben wird, vielleicht meint das, wir noch nicht so ein runder Erdball ist, das von der und daher. Dann will Gott die und mich, dass wir sollen durch Christus seine Kinder sein. Der zweite Part von Jesus seine Seite war dort dann vor dich, als er am Kreuz hängen deit, zwischen Himmel und Erde. Und als er sagen deit, das ist alles vor dich. It is finished. Dann wird dort von Jesus seine Seite vor dich. Von meiner Seite war dort dann vor dich, als ich meine Sünden bekennen deit und als ich Jesus annehmen deit, als meine persönliche Heilung. Das ist der dritte Stub. Dann war das mal ganz vor dich. Weil je Gott hat uns nicht anandrieben. Und das kriegst du für die, für jeder einen. Als wir dort ersehen deuten, dass wir brauchten Hilfe. Und dort annehmen deuten, so als Johannes das sagt in 1 Vers 12. All die haben angenommen und an seinen Namen glauben, jij hat dort reich, Gott seine Kinder zu werden. Dann muss ich wir dort ganz vor dich, was wir dort annehmen deuten. Gott hat mit unserer Lesung angefangen, das haben wir gar nicht. Entschuldigt. Paulus, die Schrift zu den Philipper, Kapitel 1, Vers 6. Ich sehe darin eine gute Zuversicht, dass die das gute Wort angefangen haben, in Jünd, wird da noch sein, dass das vor dich war, wann Jesus in Tag kommt, wann Jesus kommen wird. So, die, die das angefangen hat, die sieht dann noch. Die sieht dann noch, dass das wird vor dich war, wann Jesus kommen wird. Wir können in voller Vertrauen sein, dass Gott es auf uns sieht. Gott es auf uns sieht. Römer 3:31, da sagt er, wenn Gott auf uns sieht, wer kann dann gegen uns sein? So, du hast nicht. Du hast nicht, was kann gegen uns sein, wenn Gott auf uns sieht. Und das ist, was er wirklich ist. Vers 32 sagt er, wo die seinen einzigen sehen, vor uns alle haben, uns da nicht alles mit ihm schenken. Jesus, der sagt in Matthäus Kapitel 6, 26, kick mal nur die Vögel unter den Himmel. Die sehen nicht, die ernten nicht, die sammeln nicht in ihre Stallings. Und doch gehen vor dem Himmel fordert die. Sind die nicht mehr als die? So dort hat Gott für die Vögel unter dem Himmel. Und dann sagt er, aber wir sind mehr als die Vögel. Und dort können wir uns mit trösten. Und dann trägt wir Römer 8:33, der sagt, wer will Gott seine Ausgewählte beschuldigen? Gott ist der an gerecht merkt. Gott ist der uns gerecht merken wird. So da ist keiner, der uns kann beschuldigen. Römer 8, Vers 1, da sagt er, darum ist nun nicht mehr zu verdammen an die in Christus Jesus sind. Du hast nicht zu verdammen an die, wenn du in Christus Jesus bist, wenn du ein Gottes Kind bist. Oh ja, da sind immer Menschen, die wiesen mit den Fingern, die sagen nirgends was.
Aber Gott kijkt anders als wie Menschen. Vers 34, da sagt er, wer will verdammen Christus als hier, der gestorben ist, mehr als dort, der door vom Tod abgestoßen ist, und ist nu bei Gott rechte Hand en bet voor ons. Ik weet niet, hoe jullie dat gaat. We hadden eenmaal een zware begevenheid, dat zijn nu al na 5 jaar terug. En dan kwamen Pastor Eik en Maria naar ons te troosten. En die beden met ons toe, mij en Cathy. En weet je, dat weer een bijzondere zegen, een bijzondere troost. Want de pastor van de kerk naar ons komen, die dan voor ons beden. Maar hier zegt dat Gott, Christus Jesus, der betet für uns. Wir weten vielleicht nicht einmal gut, wo wir beten sollen. So sagt Paulus in Römer 8, 26. Und gerade so helpt der Jesus uns in unsere Schwachheiten. Denn wir weten nicht mal einmal, wo wir so recht beten sollen. Ich weiß nicht, ob es das so geht, aber mir geht das zu Tiden so, dass ich nicht gut weiß, wo ich beten soll. Aber der Jesus, der helpt uns, dass wir beten tun. Dann wieder in 35 sagt er, wer soll uns von Christus seine Leib schäden können? Sollen das Leiden oder Angst oder irgendwas? Und dann im 39. Vers sagt er, nicht die Welt über uns oder die Welt unter uns oder irgendeine andere Kreatur kann uns von Gott seine Leib schäden, der in Christus Jesus unserem Herrn ist. Ist das nicht ein Trost? Du hast nichts, was uns schäden kann. Wir dürfen bloß festhalten und standhaft bleiben, was wir hier gelehrt haben. Oder was wir manchmal über Kanzel, wir hören gute Botschaften hier bei dieser Kanzel. Was wir da hören und dort festhalten. Nicht an, wie viel Geld wir merken oder irgendwas anderes, aber wo wir in Christus standhaft bleiben. Und dann geht ich nur das Titel, nur das Thema. Dort ist, was wir in Christus sind. Weil wir zu beten. Vor dem Himmel, wir danken dir für diesen Tag noch einmal. Wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du unsere Lesung hast vor dich gebracht durch Jesus Christus. Und dass du versprochen hast, dass du wirst auf unsere Seite sein. Nichts kann uns von dir wegretten. Wir sind sicher in deine Hände. Wir beten für viele Städte, wo der Aru ist. Und das Johnny auch beten für Ukraine. Da sind viele Menschen, die dort zu Tod kommen. Viele, die dort leiden müssen. Und endlich alle, die dort flüchten müssen. Du weißt da an, wenn das wir dein Will sind, du wirst da keinen Kartet irgendwann merken. Wir empfehlen dort die an, dass die Menschen wollen zu einem friedlichen Platz oder Zeit kommen und dass du durch dich kannst verherrlicht werden. Wir danken dir noch einmal für diesen Tagen. Wir beten, dass du uns wiedersehen und wirst gelobt, wenn die englische Andacht kommen wird. Wir danken dir dafür in Jesus' Namen. Amen.